Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Die Juli-Plenarsession vom Europäischen Parlament zu Straßburg war für mich auf zwei Gebieten eigentlich eine große Satisfaktion. Für dich will ich darum fertig tun, dass das Parlament schließlich mit großer Majorität gegen eine Erhöhung von den Mindestaccisen auf Bier und Spirituosen gestimmt hat, was ich als Rapporteur an dem Dossier seit Monaten plädiere. Zu Lützeburg geht an den Medien oft Bericht, das Parlament hat mein Rapport aufgelehnt. Das war am Ende der Fall, weil ich selber gefragt habe, Parlament soll den Bericht schließlich an der Endaufstimmung auflehnen, für was, weil Amendementen gestimmt waren, die eine Erhöhung von den Mindestsätzen von den Accisen auf Bier und Spirituosen vorgeschlagen haben. Lo am Juni, wo ich dann einen neuen Bericht machen musste, an den das dann aufgestimmt in den Diensten zu Straßburg, da habe ich gefragt, den aufzulehnen, für was? Weil an der Kommission Ökonomik und Monetär, wo der Bericht gemacht wird, meine Rekommandation, keine Steuererhöhung zu machen, knapp mit 21 gegen 19 Stimmen aufgelehnt wurde. Eine Partie von meinen Kollegen, die mit mir gestimmt hatten, die waren nicht da, weil sie aus China waren oder zu Wiesbaden bei der AKP-Versammlung. Sind Sozialisten, die für die Steuererhöhungen sind. Sie hatten da, wie gesagt, mit 19 zu 21 gewonnen. Aber ich habe am Plenum gewonnen, weil ich selber gefragt habe, dann den Bericht aufzulehnen, wo die Steuererhöhungen vorgesehen waren. Das ist mir auch glänzend gelungen. Ich bin auch ganz froh darüber. Ich habe doch den Churchill zitiert, der gesagt hat, ginge ja eigentlich kein gut Steuern gehen. Ich habe gesagt, wäre noch viel schlimmer, wenn zu unmöglichen Zeitpunkt unmöglich an Erhöhungen möchte die Gur nicht bringen. Man muss also gucken, wie es weitergeht. Das ist, wenn es ganz komplizierte Prozeduren noch nicht überlegt, das will ich den nicht erklären, aber auf alle Fälle wissen Minister von den 27 Memberstaaten, die so Erhöhungen von den Mindestsätzen für Alkohol und alkoholische Getränke einstimmig zu dezidieren. Und die wissen, die 27, dass eine große Majorität am Parlament das nicht will. Das ist wichtig. Muss man, wie gesagt, gucken, wie es an dem Dossier weitergeht. Aber nach zu einem anderen Dossier Post. Auch da kann ich zufrieden sein, dass meine intensiv Bemühungen die letzten Wochen an enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Minister Jean-Louis Schilz und mit der Postdirektion, dass die Erfolg hatten. Ich weiß, Briefträger, auch Postdirektion, und ich selber, wir alle hätten nicht viel lieber gesehen, wenn Post ihre Monopol 4 Sendungen unter 50 Gramm hätte können behalten. Ich habe doch so Vorschläge abgeholt, die aber keine Majorität kriegten an der Kommission, wo ich sie abgeholt habe, an ähnliche Vorschläge kriegten noch keine an den anderen Kommissionen, besonders am Transportausschuss, der ja kompetent au Fond war. Es gibt weder am Europaparlament noch am Ministerrat leider eine Majorität für die Solution, also dass das Monopol aufrechterhalten wird. Und es gibt also drum als gegangen, nachdem wir das wussten, de limiter les dégâts. Dafür habe ich mir eine Abfall gelassen und dafür gesorgt, dass bei Eispost, so wie an den neuen Memberstaaten, die nur 2004 gekommen sind, oder bei Ländern mit vielen Inseln wie Griechenland, auch ein geografisch kleines Land
mit einer kleinen Population, die Liberalisierung recht 2013 braucht zu machen. Den Text, den ich mal abfallen gelassen habe, für eine Solution auf Lützeburger Post Moos zu schneidern, den ist mit 514 Stimmen durchgegangen. Da das wirklich eine ganz gute Majorität, wie gesagt, es war ein Rückzugsgefecht, und es macht keinen Sinn, Autor von den Prinzipien zu stirben, wenn man mit Kompromiss schlecht, mehr recht, überleben kann. Lo hat Post bis 2013 Zeit, für Lesungen zu finden, und noch für dahin zu wirken, dass der Personalaufbau der Wege doen, wie ihn das kann, möglichst verhindern. Der Ball als lo auch bei den Regierungen, die wenigstens das Lesung am Ministerrat unholen müssen, eine neue Regierung muss also dafür sorgen, dass das durchboxen kann, weil das weil für das als Post damit leben kann. Ich will noch darauf hinweisen, dass nur dem Wort zu Straßburg am Plenum, wie ich die Lützeburger Presse gelesen habe, du nicht gemeint, ich wäre an einer anderen Welt, besonders an einer Zeitung, dem Journal, du geht behauptet, ich habe mich darüber gewundert, dass den Antrag, den ich durchgeboxt habe, den ich der Menge Fraktion, an den den Rapporter do auch abrufen, an den die 514 Stimmen kriegt, dass den ob Bitten des luxemburgischen Premierministers Jean-Claude Juncker kommen wir, die wir auf Berlin hat gewirkt, an den hat dann Berlin hat da gesagt, über die Bundesregierung soll Ferber dann gedrängt worden sein, den die Luxemburger Post begünstigenden Antrag zuzustimmen. Ich habe mich darüber gewundert, dann habe ich den Herr Ferber gefragt, so, was war das so? Du gesagt, überhaupt nicht. Also, ich bin von Berlin gar nicht gedrängt gehen. Du hast mich gedrängt, das zu machen, aber ich habe noch Verständnis dafür. Ich wollte just sagen, dass Heinz du aber so eine Desinformation stattfindet, an Sachen behaupten, die einfach nicht stimmen. Aber das ist alles nicht so wichtig. Mein Umstung nicht auf den Mann treffen. Ich wollte, dass den Berichterstatter abbringt, auch nicht so war möglich am Num von der Fraktion. Ich darf aber sagen, dass ich auch besonders am engen Kontakt mit Minister Schilz, den sich immens mitgeholfen hat, an dem Dossier, an dem noch verstanden hat, dass man musste versichern, ob ein Kompromiss zu drängen, wenn man mit einer Lesung, die wir am liebsten hätten, wenn man mit der nicht durchkommen. Also wie gesagt, der Ball leidet bei einer Regierung an, am Ministerrat, mir ist sie sicher, dass wir die Solution durchkriegen. Ich sage nicht merci für das Nachlauschen und ich wünsche euch all eine schöne Vakanz.